Versandkosten sind ein zentraler Aspekt beim Onlinehandel. Was ist denn bei der Darstellung zu beachten? Ja, in der Tat, wir wissen aus der Rechtsprechung, dass Versandkosten gesondert angegeben werden müssen. Man kann sie in den Endpreis einrichten, es ist aber üblich, die gesondert zu verlangen. Es ist eine gesonderte Dienstleistung und diese Versandkostenangaben haben in der Rechtsprechung eine gewisse Entwicklung durchgemacht, wo sie denn hingehören. Zu Beginn hatten wir eine sehr starke oder sehr strenge Rechtsprechung, die uns erzählt hat, die müssen neben den Preis. Dann gab es dort eine scheinbare Liberalisierung. Wir haben gehört, die Versandkostenangaben können auch in der Fußzeile oder ähnlich auf der Seite verbreitet werden. Nach jüngeren Urteilen wie das OLG Hamburg kann ich als Anwalt nur den Rat geben, packen Sie die Versandkosten neben den Endpreis. Ja, Versandkosten können ja eine komplexe Sache darstellen. Die hängen ja von teilweise Größe, Gewicht, Region etc. ab. Muss ich dann jetzt direkt neben dem Preis die komplette Tabelle dann auch abbilden oder reicht da ein Link auf eine entsprechende Übersicht? Nein, in der Tat, also manche Preise können Sie auch gar nicht, müssen Sie sich erst errechnen aufgrund von Übersichten, wenn sie beispielsweise gewichtsabhängig sind. Hier reicht es dann unmittelbar neben dem Endpreis einen sogenannten entsprechenden Link vorzusehen. Der könnte beispielsweise lauten zuzüglich Versandkosten und der Link ist zum einen, das ist das Charakteristikum des sprechenden Links, als solcher erkennbar. Das wird oft vergessen, das heißt, der muss irgendwie unterstrichen sein. Das ist so eine übliche Konvention. Und zum Zweiten muss ich erkennen können, was sich dahinter verbirgt. Mit zuzüglich Versandkosten wäre dem Genüge getan. Dann kommt der Verbraucher auf eine Seite, wo ihm diese Preise nach Region beispielsweise oder Kilogramm aufgeführt werden. Muss ich da alle Eventualitäten abdecken? Muss ich auch Lieferkosten nach Timbuktu abbilden? Das ist in der Tat ein häufig abgemahnter Punkt, die Angabe der Auslandsversandkosten. Tatsächlich verlangt die Rechtsprechung vom Händler, dass er für sämtliche Liefergebiete, in die er die Lieferung eröffnet, auch die Versandkosten der Höhe nach angibt oder zumindest sie so angibt, dass man sie auch nach Timbuktu errechnen kann. Also es ist ausdrücklich entschieden worden, dass beispielsweise Versandkosten, ich sage jetzt mal Timbuktu auf Anfrage, keine zulässige Lösung ist. Wir raten den Händlern an dem Punkt immer, sich auf bestimmte Versandländer zu beschränken. Es zeigt sich, dass der Kunde, der aus Timbuktu, bleiben wir bei Ihrem Beispiel, dort anfragt, dass er das dann ohnehin anfragen wird. Da muss man ihn nicht noch zu auffordern. Es ist aber rechtlich besser und vor allen Dingen sicherer vor Abmahnungen, wenn Sie beispielsweise angeben, wir liefern nur in die Schweiz, Österreich und Deutschland oder bekannte Falle, wir liefern nach Europa, dazu gehört auch Georgien, schreiben Sie dort besser, wir liefern in die Europäische Union und dann hat man seine Ruhe vor dem Abmahner.